Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekjran. Dankzij dat u hier dabei bent. Ik ga vandaag met mij mijn dad. Ze zijn voor 2 maanden hier naar Bolivia gekomen naar ons te bezoeken. En feitelijk reden we over dat Jelt, over rijkdom, over welstand. En waar dat verschillende zaken zijn, waar we dat kennen op ons leven aanwenden en hoeveel God werkelijk in de Bijbel ervan redet heeft. En feitelijk regt ons de tijd niet toe. So vandaar waar we dan wieder gaan met dat. So dankzij dat voor ons deze lektion geven en mogen we een schöne tijd alle top hebben. Wanneer ik vandaag in onze Gesellschaft kijk, waarom is er zoveel geld nodig? Dat hält sich nicht, als ich hier in Villanueva Menschen befrage oder in Paraguay, bei uns, du hast so viel Geld nodig. Und was kann eine Ursache sein? Und das sind Schulden. Mhm. Und wenn wir von da Menschen fragen, die vielleicht meist bankrott sind, was ist los? Warum geht die Wirtschaft bei auf? Und wenn sie da abrechtig sind, dann sagen sie, wir müssen so viel Zinsen zahlen, dass nicht kein Eberschuss gibt, dass wir fair kommen. Unsere Wirtschaft dreht bei auf. Das sind unsere Lektion lehrt uns immer weiter. Die sagt, rütete Schulden. Das ist, was sehr wichtig ist in diesem ganzen Programm. Und dann das nächste Thema wird sein, das Brot zum Leben. Naja, jeder einer von uns braucht Brot, der braucht Kleider, der braucht eine Wohnung, der braucht sich zu bewegen. Das sind viele Sachen, die wir jeden Tag brauchen. Aber er fragt uns dann, mal angenommen, ich habe das nu klar, ich gebe den Tienden, und ich kriege meinen Check weiter, ab 1 Monat. Ich habe auch die Schulden alle betalt, ich bin schuldenfrei. Dann kriege ich meinen Check und ich war wenn der Monat zu Ende ist das Geld auch alle. Und dann kriege ich eine Tolle, oder da ich irgendwas kann ich mehr verdienen, auf der Wirtschaft oder im Geschäft. Ich habe mal einen Monat viel mehr verkauft, ich habe noch mal so viel angenommen als 4 Monate. Und das Geld ist auf 1 Monat war das zu eng. Das ist alles. Was passiert, dass das einmal überlebt, dass das Geld überbleibt? Das ist, wenn wir den Kranz nicht schließen können. Und er sagt immer weiter, lied das abschreiben, was will je brauchen, wofür braucht je wirklich? Und sagt je Ziele, dort den Kranz schließen. Und was passiert dann ab 1 Monat, wenn da Geld überbleibt? Dann hat Geld, dann kann ich auch andere Menschen helfen. Und das ist, was Gott von uns haben will. Dass wir nicht bloß das ganze Leben sich am uns dreht, sondern dass wir andere Menschen auch damit helfen können, wenn wir Überschuss haben. Und was mir doch wichtig wäre, dass er sagt, wenn wir nu einen Armen helfen, kommt dort nu, multipliziert sich dort, wenn ich nu $1 einen Armen helfe, dann kommen da $10 terug. Nee, sagt er, dort kommt 1 zu 1 terug. Gott lässt sich nicht beschenken, wenn ich wo einen Armen helfe, ab irgendeine Weise wird er mir das zurückgeben. Der wird mir nicht kriegt mit $2 vielleicht zurückgeben oder mit $2 Bolivianos zurückgeben, was ich gebraucht habe. Aber der wird ab irgendeine Weise mir das zurückgeben, was ich gegeben habe.
sehr interessant hier wo dat Jelt nicht ancestors die zei dat en dat Gott sind ist en dat onze zeg van dat Jelt vielleicht ganz anders wordt krijgt met den Tieren geven, oder met den Armen helpen, oder dat wirklich Ziele te zetten wordt wie met dat Jelt han hij nog irgendwas de Tod te zijn. Ja, was mir noch wichtig ist in diesem Ganzen ist, wie sind schuldig das Natürliche zu tun, und Gott hat das Übernatürliche. Und das ist mir so bewusst geworden, wo Gott kann das Übernatürliche tun, wenn wir treu sind von dort, was ich al erwähnt habe, den Tieren, dass wir versichert von schuldenfrei zu werden, dass wir an den Kranz schlüten tun, dass wir nicht immer weiter mehr und mehr verbrucken und der Schemel überbleibt. Dann haben wir auch Mittel, wo wir Menschen können helfen. Und ich möchte hier eine kurze Geschichte vertellen, wo ein Bruder auch das von Gott die Vision gekriegt hat. Er hat einen Monat Überschuss gehabt an sein Geschäft und hat $7.000 übergeholt. Was tun wir mit den $7.000? Sie beten darüber, das Ehepaar. Und Gott weiß, dort aus Euros, aus einer Bankanleihe, nach te Wort. Na, ich will Ihnen wiesen, zu Wort je das brauchen sollen. So, und da passiert Monate nichts. Das Geld wird festgelegt in der Bank, das wird da, aber was nu? So, dann kommt ein Tag ein junger Mann zur Beratung. Und sagt, ich sehe ein Geldnot, meine Kreditkarte ist tau. Ich will als Jüngling verschuldet, dann haben wir uns noch befreit, dann sind wir noch wieder verschuldet. Wo komme ich raus? Ich brauche nu Hilfe. Gut, weil wir uns mal taub ansetzen und weil wir mal darüber reden. Und sie fangen an taub zu zahlen, da wir nicht bloß eine Kreditkarte wird tau, die werden alle tau, die werden alle so weit uitgekauft, dass das nicht mehr geht. Und als wir das taub zahlen, kriegen sie darüber, dass das Mann wie ein bisschen über $7.000 schuldig. Na ja, was fragt er sich nu? Soll ich diesem jungen Mann, diesem jungen Lied, diesem $7.000 schenken, was wird den dort helfen? Aber Gott weiß dann was anderes. Er sagt, da du mit diesem jungen Lied mal reden und fragt dann mal, und dann sagt er an, ich will die $7.000 liehen, ohne Zinsen. Damit will er am helfen. Aber wo wirst du die Tritt holen? Und der junge Mann sagt, ich kann $100 den Monat kann ich Tritt holen. Und jeder eine, wer rechnen kann, weiß, dass das braucht meistens 6 Jahre, was $7.000 dann betalt sind, wenn man mal 100 den Monat aufholen wird. Aber sie haben dort ganz klar, sie treffen sich jeder Weg, sagen sich taub, und sie reden darüber, wie weit komm je fairer was, komm je in Termine noch. Und am Anfang musste das junge Paar sich das Geld von diesem Wirt holen. Und was mir da sehr wichtig war, wo er am Sprüche 22,7 verlas, der Richer herrscht über den Armen. Und das heißt das nu zu diesem jungen Mann auch. Ich bin nu der Richer und du bist der Arme. Und ich habe nu die Herrschaft über die. Und junge Menschen, denk mal darüber nach. Wenn sie in der Bank und wo immer sie Schulden haben, dann weiß sie dort nicht Gottes Herr, sondern dem, wo die Geld schuldig sind. Und so und sie kommen wöchentlich taub am Anfang, und das schafft gut, Lothar alle 2 weg, und so geht das immer wieder. Und nun eine längere Zeit, auf einmal frug sie diesen Bruder dann, wanneer betolde der junge Lied einmal endlich die Schuld alle, ja? Oh, dort dir 18 Monate. 18 Monate, na wird die Schuld alle betont? Ja.
Wenn sie hadden, diese junge Lied hadden dat Natürliche gedaan en Gott hat dat Übernatürliche gedaan. En wat ik damit sagen will, dit wil niet bloß, dat diese Lied nur von der Schuld los werden, sondern die Lied hadden geleerd, schuldenvrij te leven. En die werden so dankbaar voor deze Lied, voor deze Schuld, wat sie gekregen hadden van die Mann, dat sie von da kunnen wirtschaften ohne Schulden. Dat is een zeer, über das Thema kann man ovens reden, aber von da habe ich nicht so viel Zeit. Aber das wird ungefähr so groven Rome, ungefähr dort sein, was wir da ab der ovens, wo wir diese Klasse geben, verhandelt haben. Vielen Dank, Dad, für all diese Lektionen, wenn wir reden über den Tieren, über das schuldfreie Leben, über wirklich, dass Gott, dat Jelt und alles Gott hier hat, dat het wirklich nicht an sich hier hat und dat wir hier verwolten sind. So schön von jullie te hier. En dankzij voor hier metmerken. Ik mag jullie ook Gott sehen wünschen. En ik zie zo dankbaar nog eenmaal dat je hier met ons in Bolivia top bent. So, ik mag die ook liever hier Gott sehen wünschen. En bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankzij dat u vandaag dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.